Ich begrüße euch nunmehr zum bereits 83. Part hier vom Let's Play zu Assassin's Creed Syndicate. Ja, es geht weiter mit den Dulip-Sing-Erinnerungen und ich konnte es mir nicht nehmen, mal zu gucken, wie viele es überhaupt noch sind. Und natürlich jetzt ohne großes Spoiler kann ich schon mal sagen, wir haben die Hälfte über uns gebracht. Ja, von dem her schon mal geil. Also ohne große Spoiler. Ist natürlich von dem her eine interessante Frage, weil ich natürlich nicht gesagt habe, ob es anhand der Mission oder anhand der Parts ist. Wegen über der Hälfte. Von dem her, ja, auch mal gucken, wie es noch weitergehen könnte. Und so wie es aussieht, gibt es noch interessante Erinnerungen. Na los. Ja, na los. Wie gesagt, also machen wir's. Ausweichen. Wupp. Gut so. Bin ich allerdings. Wieso muss ich jetzt da lang, wenn hier. Tschüss. See you later, Rooks. Yep. Hi, Policeman. Mr. Policeman. Viel Lärm ums Trinken. Was? An einem großen Zugdeparker enthüllt Dulip endlich eine neue Idee. Er plant, den Koh-i-Noor zu stehlen, einen Diamanten, der sich im Besitz ihrer Majestät Queen Victoria befindet. Jacob, der weiß, dass sein Freund des königlichen Juweliers ein starker Trinker ist, macht sich mit seinen eigenen Methoden dran, nötig die Informationen zu beschaffen. Sollte eigentlich nicht eher Jacob daran? Und los geht's. Die Uhr schlägt. Fast 7. Ich habe mich umgehört und jemanden gefunden, der vielleicht weiß, wo der Koh-i-Noor-Diamant aufbewahrt wird. Ausgezeichnet. Raubüberfälle liegen mir. Der Mann trägt den Namen Cornelius Totibutton. Biertrinker. Was denn? Ich sehe das. Offenbar ein Freund des königlichen Goldschmieds. Wie spüren wir ihn auf? Er hält sich regelmäßig im Pub George in der City of London auf. Klingt nach einem Mann, mit dem ich es aufnehmen könnte. Mach dich nicht lächerlich. Nur die Ruhe, meine liebste Schwester. Hier. Ich werde mich auch höchst selbst darum kümmern. Kommen Sie nach Westminster. Jo, mach ich. Mit Cornelius Fatsch reden. Ach nee, das ist falsche Serie. Echte Raritäten. Kommen Sie, sehen Sie. Zwar noch, ein bisschen mehr kann ich schaden. Angebot habe. Kommen Sie bitte wieder, ja? Jederzeit, guter Mann, jederzeit. Verzeihung, darf ich bitte durch. Vielen Dank, Gentlemans. Ey, Typi. Wo ist denn der königliche Goldschmied heute Abend? Ein Mann trinkt nicht gern allein. Was auch immer Sie von mir wollen, ich bin nicht interessiert. Ich bin nur daran interessiert, noch ein Pint zu bestellen. Ich sag Ihnen was. Falls ich mehr vertrage als Sie, erzählen Sie mir, wo der berühmte Koh-i-Noor-Diamant versteckt ist. Sie glauben, Sie können mich unter den Tisch trinken? Ein ziemlich hoher Einsatz für eine sichere Wette. Ich betrachte also die Herausforderung als angenommen. Barkeeper, 2 Pints für uns. Much better. Wow. Interessantes Trinkspiel, vor allem, weil es immer der gleiche Krug ist. Der nächste Morgen, etwa 10 Uhr. Ach, ich vermisse Trinkspiele aus Risen. Die waren geil. Oh mein Gott. Was ist letzte Nacht passiert? Also so darf ich mich beim Zug nicht blicken lassen. Ich muss mich erinnern, was passiert ist. Ich weiß, ich war in einem Pub. Aber in welchem? Interessante Tattoos, Kumpel. Ja, ich meine, er hat noch die Hosen an. Welchen Pub war ich denn? Zuletzt besuchten Pubbereich. Ach du Sie Scheiße. haben die Nacht anscheinend überlebt. Ich war nicht sicher, was aus Ihnen werden würde. Tja, totaler Blackout, wa? Was haben wir nur getan? Das kann immer passen, weil es erinnert mich gerade an das eine Comedy-Programm von Michael Mittermeier. Oder? Noch glaube ich von ihm. Blackout. Ja, hat ein bisschen was. Ey Mann! Ab Durst, Bierflaschen! Sie sind zurück? Ich dachte schon, ich sehe Sie nie wieder, als Sie zu diesem Schießwettbewerb getorkelt sind.
vorherige Nacht. The Cold Run and Steelport. Was? Was für ein Name? Der Name des Spiels ist... Zerschießt die Flasche? Goldrichtig. Liegt dir das? Sagst du mir, wo der Diamant ist? Zuerst musst du mich hierbei schlagen. Ich schlag doch problemlos und so auf die Fresse. Johoho. Welch Jammer. Du verträgst wohl nicht so viel, wie du dachtest. Mann! So geht doch. Du bist... Wie drücke ich es nett aus? Du bist furchtbar. Wieso? Habt ihr alle getroffen? Ich bin cool drauf, Alter. Was geht? Okay. Ja, ich mach das schon, ist doch kein Thema. Komm, machen wir mal, wa? Ui! Getrunken, mein Lieber. Welch Jammer. Du verträgst wohl nicht so viel, wie du dachtest. Hä? Warum? Die war markiert. Schlecht. Du bist... Wie drücke ich es nett aus? Du bist furchtbar. In diesem Pub sind wir fertig, aber diese Nacht ist noch lang. Ab ins Bricklayers Arms mit dir, Johnny Boy. Folge mir. Ich bin Jacob. Jacob Boy. Bricklayers Arms. Jack, hast du das gesehen? Wer war das? Wer war was? Ach, egal, Cornelius. Sag mir einfach, wo der Diamant ist. Jemand hat's verschüttet. Irgendein Bastard hat mein Bier verschüttet. Hör mal. Bier! Schon gut. Ich finde den Verantwortlichen. Aber er soll mit dem Pissen fertig bin. Wie wär's mit Händewaschen, Jacob? Das gibt's einfach nicht, ey. Hey, guck mal, mit die Hände gepieselt. Geil, war. Anlage funktioniert trotzdem noch. Wie geil. Ey, oh, ey, oh. Den wahren Täter beschuldigen. Wer mein Bier umgelegt, ausgeschüttet. Mal gucken, wa? Was haben wir? Inspizieren. Das ist ein Kartenspiel. Wer spielt der Karten? Spielst du Karten? Spielst du Karten? Ist mir doch scheißegal, wer Karten spielt. Ja, wir sitzen nicht aus. Das Bier wurde um den Boden verschüttet. Ist mir scheißegal. Mehr Menschen scheinen irgendwie angelehnt zu sein. Vielleicht finden sie aber eine Spur. So soll ich jetzt ausfinden, wer hier der Täter ist. Natürlich finde ich das raus. Ich habe mit diesem durchgeknallten Trottel Dickens geredet. Als ich mich umdrehte, war mein Drink verschüttet. Ich wette gutes Geld, dass diese Blighters dahinter stecken. Wird langsam. Du hast den falschen Mann. Ich habe seit Ewigkeiten kein Kartenspiel angefasst. Ja, mir wird langsam schwindig, Leute. Ich hasse solches. Vor allem, irgendwie ist immer schwindig, aber das Gefühl. Ey, unser guter alter Kumpel. Beim Jupiter, jemandes Drink verschütten? Warum sollte ich so etwas Hundsgemeines tun? Trauriger Haufen. Sie werden zwar immer weniger, aber sie terrorisieren die ganze Gegend. Ein Spiel für die Geschichtsbücher, sagt man. Viel Schweiß, Blut und Tränen letzte Nacht. Diese Blighters ziehen eine richtige Show ab. Sie verlassen den Spieltisch... Ja gut, wie gesagt, ich bin das langsam. Weiß nicht, wie es auch geht, Leute, aber langsam wird's. Ich bin selbst auch schwindelig, wenn es. Vielleicht muss es gar ein bisschen anders machen. Das Schlimmste, was ein Mann einem anderen antun kann.
Man muss schon einen echt fiesen Charakter haben, um so etwas zu tun. Das Spiel letzte Nacht? Wieso? Ich habe fair gewonnen. Falls Cornelius sich deswegen noch immer aufregt, verdient er eins auf die Rübe. Sein Geld gehört mir. Daran wird er sich wohl gewöhnen müssen. So, einfach mal drauf los. Das ist mir grad... Ja. Du glaubst, ich verschütte mein eigenes Bier? Ungeheuerlich. Warte, vielleicht hast du recht. Da ist er! Komm, kämpf mit mir wie ein Mann! Hoch die Fäuste! In dem Zustand, ja, servus dann. Das ist ein letzter Kampf! Viel Spaß! Er kommt hier nicht in einem Stück raus! Ich breche den zwei Hälften! Wir verschwinden lieber, bevor sie noch einen Nachschlag wollen. Das war ein wenig beunruhigend, nicht wahr? Ich glaube, mir ist bald übel. Dafür ist keine Zeit. Ich bringe dich jetzt nach Hause. Ich glaube nicht, dass ich gehen kann. Das ist doch ein Scherz. Ja. Weil Jacob selbst kann ja auch nicht nach Hause gehen irgendwie. Geldbeutel, Schluckspecht! Her damit! Hilf mir, womit habe ich das alles nur verdient? Ja, toll. Das ist 50-50 Chance. Nee, es ist sogar noch schlechter, und zwar aus dem Grund, weil ich nicht nur einen richtigen treffen muss, aber ständig schwanken. Nee, das muss sogar überhaupt ihn treffen. Der sogenannte Nebenschieß ist auch tot, also von dem her, Oh, ich bin nicht Ivy genommen, wäre sicher das Ganze anders, die Mission. Wobei, nee, so mit Jacob, also muss so sein. Dein Geldbeutel, Schluckspecht! Her damit! Hilf mir, womit habe ich das alles nur verdient? Warnung kam Fehlschuss. Ja, Dankeschön, das weiß ich mittlerweile auch. Man ist so tief. Joseph, ich bin so froh, einen Freund wie dich zu haben. Jake, ist ja scheißegal. Du bist doch der Trottel aus dem Pub. Das habt ihr jetzt davon, eure Nasen in unsere Angelegenheiten zu stecken. Die Zähne ein! Komm doch Vor allem frage ich mich natürlich, warum, wenn Jacob dort total besoffen ist und merkt an seinem Gang an, warum spricht er trotzdem noch normal? Redest du immer noch? Ich habe es nur etwas übertrieben. Und wenn, ich schaff das weg. Ja, vielleicht auch nicht. Oh. Hier wohne ich. Du kannst echt eine Menge vertragen. Vielleicht sogar mehr als ich. Oh ja. Und vergiss das bloß nicht. Dann gute Nacht, Julia. Ach, warte. Der nächste Morgen um etwa 10 Uhr. Hey, who do you think you are? Barging locals out of the way, there ought to be a law against Wenigstens wissen wir, wo wir ihn finden. Ja, einigermaßen zumindest. Ah, ist auch nicht mehr ganz so stark schwummrig. Jetzt wirkt es eher so als...
Gute Frage. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie etwas damit assoziieren kann, natürlich aus Assassin's Creed, aber es kommt mir eher vor, als wäre irgendwie in ein Portal getreten aus The Witcher. Wo ist dieser Idiot Button? Wie kann man da hoch? Wie bist du hier hochgekommen? Ich hab dich heimgebracht. Jacob? Na, endlich. Nun sag schon, wo ist dieser verfluchte Diamant? Zählt das streng genommen überhaupt als Sieg? Schon gut, schon gut. Er ist im Tower of London. Überraschung. Er wird dort verbleiben, bis die heutige Gala endet und dann wird er zum königlichen Goldschmied zum Feinschliff geschickt. Vielen Dank. Buttons? Jetzt warte mal einen Moment. So, Problem gelöst, war wie es aussieht. Ja, Gott sei Dank. Viel Ernährungstrinken waren Telebeschuldigungen, das war zwar ein bisschen glücklich, aber gut, ja, es gab ja gar keinen Hinweis, muss fast so sein. Ja, anscheinend Abzug gegen diesen ganzen Getorkel, was doch auch bei mir selbst als Spieler irgendwie ein bisschen, ja, halt Schwindelgefühle verursacht hat. Und natürlich auch, weil es ein bisschen doof fand, trotz allem. Jacob, ja, voll berauscht und so, das schon, aber die Stimme war noch normal. Das hätte man besser machen können. Und vor allem realistischer. Nun dann, Tower of London, das haben wir mitbekommen. Da mal ganz schnell hinreisen. So, jetzt müssen wir doch theoretisch 2, 4, 6 bereits 7 Missionen gemacht haben. Diesen Null-Lip-Sing-Missionen Dingsbums. Viele fehlen daher nicht mehr. Der Buckingham Palace. Du. Hopp. Hopp, hopp. Sag ich auch. Policeman. Oh, tut mir aber leid. Tschüss. War doof, wa? Hey ho. Hey ho. Hey ho. Hey ho. Ho, ho. Ja, wir sind ja schon da, mein Gott. So, große Wählencode mache ich aber mit Ivy, das ist ein bisschen sicherer. Tulip und Yasin finden heraus, wo sich der Koh-i-Noor befindet, im Tower of London. Sie entwickeln einen Plan, der es Tulip und Jacob erlaubt, im Tower während einer Gala 2 des königlichen Rüstkammer zu infiltrieren. Ivy hingegen sichert die Umgebung. Jacobs Ziel ist es, den Koh-i-Noor zu beschaffen und ihn Ivy zu übergeben, die dann über die Dächer flüchten soll. Level 7 bereits, wohlgemerkt. Sie sehen furchtbar aus. Und du bist spät. Ich? Niemals. Ich habe lediglich die Informationen besorgt, wie ich es sollte. Es war eigentlich einfach. Heute Abend soll im Tower of London irgendeine Veranstaltung stattfinden? Die Gala? Ich werde an ihr teilnehmen. Dann seid ihr unser Zugang. Wir können doch nicht da rein und die Kronjuwelen stehlen. Sie hat recht. Wir brauchen einen Plan. Oh, Elend. Jacob, du könntest Mr. Singh zu der Veranstaltung begleiten. Dann könntest du unauffällig von der Feier verschwinden und nach dem Koh-i-Noor suchen. Ich kümmere mich um die Wachen in der Umgebung. Wir treffen uns auf dem White Tower. Gut. Kann ich den Anzug nochmal tragen? Keine Waffen erlaubt. Wo bleibt da der Spaß? Wenn jemand den Rooks beitritt, ist das Beweis. So, das gerade. So, na dann. Einige glauben, dass eine Verbindung zwischen den hermetischen Orden Golden Dawn und dem Templerorden Dingsbums. Ja. Schön. Oder auch nicht. Je nachdem. Unentdeckt bleiben mit
Ich sollte Singh finden. Ja, mir sollte das so ein Problem sein. Ah. Vielleicht deswegen, war. Lass mich ran, ich habe keine Ausrüstung, kann das sein? Oh, Scheiße. Die wollen ja gar nicht zu mir, wieso sind das so? Hä? Verstehe ich nicht. Die Juwelen lagern im Obergeschoss. Passen Sie auf, wenn das nicht einer der am besten bewachten Orte der Welt ist, dürfen Sie mich Engländer nennen. Ich brauche eure Hilfe, um die Wachen abzulenken. Geben Sie mir ein Signal. Ah, so ist gemeint, war unentdeckt bleiben. Ich sollte Singh das Zeichen geben, um die Wachen abzulenken. Ja, und ich mache das. Kommen Sie schnell, Madame Butterworth ist ohnmächtig. Wow. Da hat es echt gebracht. Gut, da kommen wir irgendwie nicht hin. Vielleicht drüben, die ablenken. England hat genug Rot gesehen. Warum färben Sie die Uniformen nicht? Sie würden echt flott aussehen in einer Montur in Buttergelb. Ja, also weiß nicht, wenn sagt, ablenken muss doch irgendwie vorbeikommen. Geht das sonst gar nicht. Hä? England hat genug Rot gesehen. Warum färben Sie die Uniformen nicht? Sie würden echt flott aussehen in einer Montur in Buttergelb. Ja, voll die Schlagstöcke rausgeholt haben, an schlecht. Der Diamant ist im 2. Stock. Es ist erschreckend ruhig da oben. Ja, bisher nicht schlecht. Wenn er sich jetzt nach oben drehen würde, könnte ich ihn nachher ganz kurz ausnocken. Die Wache schläft. Was wohl in dieser Kiste ist. Irgendwer war bereits vor mir hier. Wenn der Diamant nicht hier ist, muss ich ihn finden, bevor er das Gebäude verlässt. Sofern er das nicht schon hat. Wie ständig umfallen. Wo könnte er bloß hin sein?
Auch das war knapp. Nein, unnötig bleiben halt, wa? Dieser Plan war genial. Dieses Mal kriegen wir ihn. Ein Freund der Königin? Ha, die werden keine Freunde mehr sein, wenn sie den Diamanten in seiner Tasche findet. Und er wird nichts davon merken. Sobald er aus der Tür geht, kann er seinem Königstitel Lebewohl sagen. Oh, nicht gut. Die haben du lieb den Diamanten zugesteckt? Nicht gut. Vor allem, wie komme ich jetzt wieder runter? Ich meine, Ihr Freund ist ein Charmeur, genau wie Sie, Mr. Singh. Ihr schmeichelt mir, Madame. Nun, sagen Sie mir, woher kennen Sie zwei sich eigentlich? Wir haben uns in der Mission in Pategar kennengelernt, Eure Majestät. Die Loggins waren sehr Nun zu meiner angetan von Schwester. Lady Ellsworth. Mr. Singh. ja, eine Folge gesehen, aber ist egal. Zum White Tower. Jo, das habe ich vor. Da oben ist wer! Ja. Darf ich immer irgendwie zweimal umfallen, wa? Also sogar. Ich kann sagen, irgendwie Betrüger oder so etwas, aber nee, war schon der richtige, wa? So, gleich sind wir da. Hoffentlich ohne Gäste. Hier wimmelt es nur so von Templern. Ich muss die Umgebung sichern. Schlafgaskissen ausschalten. Hätten wir getan, wa? Wir haben einen treuen Freund verloren. Du warst ein guter Kämpfer. Ein guter Soldat. Ist der ja alleine da. Wir haben ein Problem. Nö, ihr habt kein Problem, nur er hat ein Problem. Hä? Komm schon, so jetzt. Someone help me! Vergiss es, keiner hilft dir. Ja, aber letzte Überlebende, wer will nochmal, wer hat noch nicht? Hey Typi! I will kill you all, every last one of you. Come, So, jetzt wird Jacob sichern. Ja, wo ist denn unser Bruder? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo warst du so lange? Mir kam was dazwischen. Hier ist er. Was ist passiert? Jemand stahl ihn zuerst.
Der Safe war bei meiner Ankunft bereits geöffnet worden. Die BOK schreckt auch vor gar nichts zurück. Sie wollten Singh verleumden. Ich musste ihn bestehlen, bevor die Wachen ihn bei ihm finden. Stell dir nur den Blick der Königin vor, wenn... Dann wissen Sie nun, dass Ihr Plan fehlgeschlagen ist. Gern geschehen. Ich glaube, wir gehen dann lieber. Das glaube ich allerdings Was werden auch. wir Hä? herausfinden? Oh. Scheiße. Nicht gerade die beste alle, die ich hatte. Vor allem deswegen. Naja, kommt nur runter, kommt nur runter. Nö. Hey Leute. Hoffentlich haben es alle geschafft. Was? Gestolpert? Haben Sie ihn zu Ihrer Schwester gebracht? Gerade so. Wie meinen Sie das? Davon erzähle ich euch später. Haben Sie Ärger bekommen? Wir müssen das später besprechen. Die britische Ostindien-Kompanie will uns an den Kragen. Dann also draußen. Ihr Sir, Leibesvisitation! Wie war das bitte? Durchsucht ihn! Nichts. Der Koh-i-Noor ist nicht hier. Natürlich ist er nicht hier. Wofür halten Sie mich eigentlich? Für einen Kriminellen? Offenbar schon. Tja, BOK. Da seid ihr platt, wa? War ein bisschen schneller. Dulip folgen. Ja, gehen wir ein bisschen schneller voran, Dulip. Was hatte diese Aufruhr zu bedeuten, Mr. Singh? Ich glaube, Sie dachten, ich würde euch den Koh-i-Noor stehlen, Eure Ladyschaft. Ach, den Koh-i-Noor. Wer würde schon diese Kartoffel stehlen wollen? Gute Nacht, Eure Hoheit. Oh, Kartoffel. Wir haben es gerade so unversehrt rausgeschafft. Die britische Ostindien-Kompanie hat euch den Diamanten zugesteckt und wollte euch anschwärzen. Doch zum Glück habe ich das noch rechtzeitig verhindern können. Wir müssen uns in Mr. Greens Laden treffen. Ich muss den Diamanten mit meinen eigenen Augen sehen. Fürwahr, das werden wir. Aber erst in der nächsten Folge. Juwelencup abgeschlossen. Ja, es war doch eine recht flotte Erinnerung. Warum also nicht die volle Punktzahl? Oder eher Sternzahl? Direkt weiter. Ich glaube doch eher weniger. Erstmal den großen Tempel, darauf war der Juno, der Bewusstsein in das Netzwerk der Welt eindringt. 2012, jo, das haben wir in Assassin's Creed erlebt. Assassin's Creed, ja. Assassin's Creed 3 natürlich, Entschuldigung. Der erste Teil, den ich Let's Played habe. Der Koh-i-Noor. Darf ich mal sehen? Glas? Der echte Stein hat Indien nie verlassen. Hätte ich von eurem Vorhaben gewusst, hätte ich es verhindert. Mein Vater sorgte dafür, dass er nicht in Templerhände fällt. Ihr Vater hat unserem Volk einen großen Dienst erwiesen. Meine Worte an euch waren unfair. Sie hatten nicht Unrecht. Ich bin ebenfalls durch meinen mangelnden Fortschritt frustriert. Sollen wir das Geschehene einfach vergessen? Wir müssen rausfinden, wer dahinter steckt. Und warum die Templer und die Ostindien-Kompanie zusammenarbeiten. Was wir tun sollten, ist sie aufspüren und ihr Hauptquartier zerstören. Jacob. Das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, Mr. Frey.
Vielleicht aber doch. So. Ja, und jetzt, nächste Sing-Mission ist hier der Sandmann. Oho, der Sandmann. Klingt gefährlich. Und wie gefährlich genau es wird, das erfahren wir in der nächsten Episode hier bei Assassin's Creed Syndicate mit den Du liebst Sing-Erinnerungen. Und ich kann schon mal sagen, viele fehlen nicht mehr. In diesem Sinne, bis dahin und ciao zusammen. Ganz ernsthaft. Wow. Was fair getroffen. Oje, oje. Immer haben wir hier was zu tun. Von links nach rechts. Oh Mann.